Guten Morgen, ihr alle Guten. Merci, dass ihr alle Guten gekommen seid. Von unserer Initiative pour un devoir de vigilance sind wir ganz froh, ihr schaut hier können zu begrüßen. Mir, der das zu meiner Lenker, den Piet Bach, Nora Back, Jean-Louis Zeyen, Antonia Argirova und Anna Texeira. Krise von Covid-19 bietet auch Chancen. Wenn die aus so kein Plattitüd soll bleiben, da muss man bald auch klären, wie eine Chancen an für wen. Überall geht es im Moment ob staatliche Unterstützung zurückgegriffen, manchmal gehen für die Publik dabei sind auf jeden Fall unvorstellbare Summen mobilisiert, für die Ökonomie zu steipen. Die Entreprise, das ist ein gut Zert, das gemerkt wird, für die Entreprisen an die Initiative pour un devoir de vigilance, also auch der Auffassung, dass es wichtig ist, die Entreprisen an hier Mitarbeiter, die an Schwierigkeiten sind, finanziell zu unterstützen, besonders PME, die an Krisenzeiten DAX mehr auffällig sind. Wir sind aber gleichzeitig auch der Auffassung, dass eine finanzielle Unterstützung an Rettungsaktionen für die Entreprisen mit einer klaren Verpflichtung zum Respekt von den Menschenrechten muss verbunden gehen. Wir brauchen an dieser Hinsicht ein besseres Aufkommen an Sachen Menschenrechte für Transition und damit auch Transformation von den Entreprisen nach der Covid-19-Krise an einem reellen Neustart Lützeburg zu wohnen. Und dabei basieren wir uns auf Prinzip Direkteur von den Nations Unies am Bereich Menschenrechte und Ökonomie. Und für an die Materie heranzukommen, haben wir gedacht, wäre es sinnvoll, eine kurze Präsentation davon mit dir zusammen zu weisen und zu machen. Businesses impact human rights wherever and however they operate. These impacts can be positive, or they can be negative. These days, companies are global, and that means their impacts are too. Companies operate in poor countries and post-conflict countries, in countries where the local government is unable or unwilling to enforce its own laws. With all this complexity, it's not always clear who's responsible for preventing companies from violating human rights. Is it the company's fault for paying less than a living wage? Or is it the government's fault for setting the minimum wage below the poverty line? Victims of corporate human rights abuses find themselves trapped between two actors who have no interest in making things right. In 2011, the United Nations issued a set of principles that define the responsibilities of governments and businesses for solving this dilemma. So what do these principles say? There's 3 pillars. The first says that governments have to make sure that businesses don't violate anyone's human rights. That means passing laws that prevent human rights violations, but also making sure these laws are implemented. Some of the world's largest multinational corporations are owned and operated by states. The guiding principles say that governments have to prevent human rights violations by businesses, even if the state itself is acting like one. The second pillar says that businesses have to refrain from violating human rights wherever and however they do business. That means it's not enough for companies to simply follow the law where they operate, or to audit a few of their suppliers. Even in countries where the government doesn't take up its own duty, companies have to know their human rights impacts and take concrete steps to improve them. The guiding principles don't offer any loopholes. Companies are responsible for all human rights. Doing things like building a school or digging a well doesn't get them out of their basic responsibility not to make their workers and communities worse off. Companies have to perform human rights due diligence. That means talking to the people whose lives they might be affecting. Like the government responsibility, respecting human rights isn't a switch that companies can turn on and off. It's a continuous process. The third pillar of the guiding principles is about what happens when something goes wrong. If a company abuses human rights, governments have to make sure that the court system or some other legitimate process allows the victims to file a complaint and that that complaint is investigated and settled.
Companies have this obligation too. Part of human rights due diligence is allowing people affected by the company to file grievances and participating in processes to make them right. Whatever route they choose, remedy mechanisms should fit with the effectiveness criteria defined by the guiding principles. If the complaint system is slow, or it costs too much money, or it's far away, it doesn't count. So that's what the guiding principles on business and human rights say. So why are they important? First, the principles were unanimously approved by the UN Human Rights Council. Since then, they've been endorsed by governments and business actors all over the world. Before, we argued over who was responsible for preventing human rights abuses by companies. Thanks to the UN Guiding Principles, we know who's responsible. That means that instead of arguing over the rules, we can get to work implementing them. Bienvenue à la conférence de presse de l'initiative pour un devoir de vigilance. Nous commencerons par une brève présentation de l'initiative elle-même et les raisons en fait, qui nous ont amenés à prendre position par rapport à la question du soutien de l'État aux entreprises et les droits humains dans le contexte de la relance économique après la crise du Covid. Ensuite, mes collègues présenteront plus en détail notre position ainsi que les propositions que nous avons mises en place. Alors, l'initiative pour un devoir de vigilance a été lancée il y a 2 ans, en mars 2018. Elle comporte actuellement 16 organisations de la société civile, parmi lesquelles nous avons 9 acteurs de la coopération luxembourgeoise, 2 syndicats, mais aussi des organisations internationales qui travaillent dans le domaine des droits humains et de l'environnement. Alors, l'initiative fait campagne pour l'adoption d'une loi sur le devoir de vigilance qui obligerait les entreprises domiciliées au Luxembourg à contrôler le respect des droits humains et de l'environnement tout au long de la chaîne de valeur. Nous signons toujours qu'il s'agit d'une mesure à titre préventif, c'est-à-dire l'idée c'est d'éviter les violations des droits humains avant qu'elles aient eu lieu. Cet effet préventif peut être bénéfique pour toutes les parties prenantes, tant pour les personnes affectées que pour les entreprises, voire pour l'État lui-même. Cette mesure que nous proposons, elle est inspirée des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains que vous venez de voir sur l'écran tout à l'heure. C'est une norme internationale à laquelle le Luxembourg adhère et qu'il soutient. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons cette campagne pour l'adoption d'une loi ? Parce que, selon notre expérience, la seule approche volontaire en ce qui concerne le respect des droits humains par les entreprises n'est pas suffisante. Ce constat vient de notre travail sur le terrain avec des populations et des travailleurs affectés par les activités des entreprises. Nous sommes donc d'avis que pour que les droits humains soient véritablement respectés dans le cadre des activités économiques, il faut des règles contraignantes. Alors, la société civile n'est pas la seule à considérer qu'il faut légiférer. Le site Business and Human Rights Resource Center a publié une liste qui ne cesse de grandir de grandes entreprises qui se déclarent en faveur d'une législation sur le devoir de diligence. Donc, dans la plupart des cas, il s'agit vraiment de grandes entreprises multinationales qui se sont prononcées soit dans le cadre d'une déclaration du CEO, soit dans le cadre de leur politique officielle. Parmi ces grandes entreprises se trouve également un acteur domicilié au Luxembourg qui, dans le cadre d'un reportage télévisé, a déclaré qu'il était en faveur d'une législation sur le devoir de diligence au niveau européen, et il s'agit de l'entreprise Ferrero. Au cours des dernières semaines, pendant la crise du Covid, il y a eu toute une série de déclarations et d'engagements de la part de différents acteurs en faveur de règles contraignantes. Ceci est dû en partie au fait que la crise a démontré
entre autres les problèmes en matière de droits humains au niveau de la chaîne de valeur et des activités économiques en général. Ici, vous voyez sur l'écran quelques exemples de rapports qui ont été publiés par des ONG reconnues qui touchent à différents secteurs tels que la construction, le textile ou encore l'industrie minière. Alors, ainsi, récemment, au mois d'avril, 105 investisseurs se sont déclarés en faveur d'une législation sur le devoir de diligence et ont appelé les États à légiférer dans ce domaine. Parmi ces investisseurs, il y a aussi des firmes qui sont représentées ici au Luxembourg. Enfin, fin avril, le commissaire de la justice, Didier Reynders, a annoncé que la Commission européenne va présenter une proposition législative sur le devoir de diligence au début de l'année 2021. La proposition sera présentée dans le cadre du plan de relance de la Commission après le Covid. Il y a déjà un État membre de l'Union européenne qui a intégrer les principes directeurs dans ces plans de relance économique, c'est le Danemark. Donc, le Danemark a déclaré que les entreprises qui reçoivent des aides de l'État devraient suivre les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et droits humains. Le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, donc c'est le groupe de travail qui a élaboré les fameux principes directeurs, a également déclaré récemment que toute aide aux entreprises doit s'accompagner d'une exigence du respect des droits humains. Il nous a donc paru logique d'adresser le même appel au gouvernement luxembourgeois, d'autant plus qu'il attend déjà de toute façon le plein respect des droits humains par les entreprises, comme c'est annoncé dans son plan d'action national sur les entreprises et les droits humains. Dans le contexte de la relance économique, des conditions liées aux principes directeurs des Nations Unies devraient être mises en place pour les entreprises du secteur privé, mais aussi pour les entreprises qui appartiennent à l'État ou dans lesquelles l'État a une participation, ainsi que pour les entités qui facilitent l'accès aux entreprises aux marchés étrangers. Ces conditions permettraient aux entreprises au Luxembourg, entre autres, de se préparer à l'arrivée d'une future législation sur le devoir de diligence. Das ist so, dass am Kontext für Covid-19, das ist auf jeden Fall abgefallen, noch nie so viel von Lieferketten zu Lützeburg an die Wahrheit geschwärzt gehen als. Wir sind der Auffassung, es muss auch dann, wenn ihr das möchtet, von den Menschenrechten an den Menschen, die an den Lieferketten schaffen, auch geschwärzt gehen. Und das ist auch nicht vermutlich, weil die Auswirkungen von dieser Krise an den Lieferketten, die hat zum Teil schon dramatisch Folgen für die Menschenrechte an die betroffenen Erbechter Communitäten gehabt. Es geht darum, dass wir ein Beispiel höllen für den ganzen Unterschied zu sehen, ob ihn WUP von der Lieferkette steht oder unterstützt. Höllen wir das Beispiel, mit dem wir alle gut noch zu Lützburg konfrontiert wären, von den Masken. Bei dem Sturm, ob Masken sie ja alle guten die Approvisionnementsprobleme mehr wie deutlich gehen. An Gesundheitsminister hat ja auch zu einem bestimmten Moment gesagt, dass man mit der Globalisierung von Produktionsketten aufhängig sind, die nicht ganz transparent sind. Und ich meine, das stimmt ja auch. Die Preise sind explodiert, dubios Vertriebsstrukturen sind entstanden, die in wilde Westen oder mafiös sie vielleicht die richtig wieder, wie sie auch zum Teil von der Politik charakterisiert, geht kein Wunder, weil wenn der chinesischen Fabrikant sieht, eine Maskenherstellungsmaschine als wie ein Gelddruckplatt, da mengen ich, dann bringt er das ziemlich gut zu einem Moment auf den Punkt. Die Frau, die hier bei uns für allem am Vordergrund stehen, wer stimmt die Qualität von der Masken an ihre Schutzpotenzial.
das kann ich verstehen, mir eng froh, die echt da wenig do wär, dass die wei an en wertfreie Bedingungen goffen Masken hergestalt. Et wird positiv, dat eng Reif vun Medien trotzdem awer an enger schwieriger Zeit, wo schwierig wär und Informationen nie hat ze kommen, aber die froh opgegraf hun ausserhalb von den großen offiziellen Entreprisen as eng Flut von informellen heinst du auch hemische Produktionsstätten entre China entstanden lang innerhalb von 2 Monaten 1000 Neuproduzenten von Masken. An do wo dann noch Reportage kommen sie, wo im Fließband mit bloßen Händen, ohne Masken, unter zweifelhaften hygienischen Produktionsbedingungen geschafft gehen, als in entsprechenden Video als auch viral gegangen gewirrscht. Und das ist alles ein Beispiel von einer Lieferketten, wo die Menschenrechte an dieser Zeit besonders unter Trieder geraten sind. Und für was das mir dann noch so dat Mënscherechter net op Doofsteil Gleis derfe geroden an Zeiten vun Social Distancing derwet kein Moral Distancing ginn. Und da könnt ihr auch, wenn man vun de Lieferketten schwätzen, die froh vun der Resilienz, vun der Widerstandsfähigkeit vun eisen Entreprisen op, die sicherlich berechtigt das. Und da geht es sehr um Sicherheit, Transparenz vun de Lieferketten. Mit déi froh, an dat wëll man auch ganz klar und deutlich so noch bei dem Plan, wie se heit zu Lützeburg bestehen, die dürfen net lang op Digitalisierung, die dürfen net lang op froh vu Logistik reduziert gin, wéi vielleicht eng Reif vu Konsultanten eiset willen gelewen doen. Zerbrechlichkeit an die ganz Fragilität von den Lieferketten, die hört auch etwas mit den Menschen zu dienen, die daran schaffen. Es sind eine Reihe von Publikationen gewesen. Ich will just ganz kurz die Rezension von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die gesagt hat, dass eine gesetzliche Verpflichtung gäbe zu menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflicht auch für die Resilienz von den globalen Lieferketten die stärken. Weil die Entreprisen dazu unhält, eng Deva, also eng besser Risikomanagement anzugehen. Und wenn ihr wisst, dass wir heute zuletzt in einer globalisierten Ökonomie sind, dann meine ich, da kann ich die Dofro nicht ausklammern. Zumal politisch geguckt, Lützeburg als Kandidat für 2022 für einen Sitz am Menschenrechtsrat von den Nations Unies, da gibt er das Novel ziemlich gut zu Gesicht stehen, wenn wir gerade dolo weisen, dass wir es auch am Bereich Menschenrechte und Ökonomie seriös mengen. Dafür hat der Staat eine Vorbildrolle, die soll, ja, ich gebe mengen, die muss überholen, und das an mehrfacher Hinsicht. Enker bei seinen eigenen Entreprisen, dann bei denen Hölfen, bei all den Facilitäten, die ihn akkordiert, Stichwort Office du Croire, Business Partnership Facility, Fit for Resilience, aber auch bei staatlichen Hölfen und Privatunterprisen. Und nimmen, wenn ihn das mischt, dann haben wir eine reelle Chance in Neustart als eine Ökonomie an Menschenrechten nur dieser Krise auch hinzukriegen. Dafür so immer die Transition, die Transformation kriegt den hin, und die kennt auch, wenn ob eng zukünftig menschenrechtliche Gesetzgebung für Due Diligence guckt, dann gibt es an der Hinsicht auch sicherlich Lützeburger Entreprisen mit darüber vorbereden. Was sind dann als konkret Aufforderungen, die wir haben, die echt das für die Entreprisen, die dem Staat gehören, respektiv die in der Kontrolle sind, aber auch nicht die vergessen, wo eine Partizipation minoritär dran hat. Da froh wir, dass entsprechend von den Prinzipdirekteur von den Nations Unies, und ich zitiere sie, mehr rigourös Mesuren geholt gehen für den Respekt von den Menschenrechten bei eben den staatlichen Unternehmen.
einschließlich, ich zitiere, da wo übrig ist, der Vorschrift von einem Devoir de diligence en matière droit humain. An die Vorbildfunktion, die könnt der Staat bei seinen Unternehmen durchsetzen. Wie kann das machen? Ja, an dem Sinn sich basiert auf die Guiden, die die OECD, wo Lützeburg Member ist, entwickelt wird, an die sektoriellen Bereiche für die zu applizieren. An dem ersten Plan d'Action National, den Lützeburg als Menschenrechte und Business zu Lützeburg hat, 2018-2019, da sollten Pilotprojekte gemerkt gehen bei den Unternehmen, wo der Staat Hauptaktionär ist, dass er so eine Reihe von Gründen, als das nicht geschieht. Der Minister hat aber einen Brief an der Hinsicht an die Unternehmen geschrieben gehabt. Am Kader vom zweiten nationalen Aktionsplan gibt es im Moment ein Pakt für berät, den die Unternehmen freiwillig können, wenn sie wollen, unterschreiben, für den Respekt von den Menschenrechten zu gewährleisten. Wenn die staatlichen Unternehmen diesen Pakt geben unterschreiben, genauso wie die Privatunternehmen, da sind wir der Meinung, wann es dann dazu kommt, was wir hoffen am zweiten Semester, dass wir dann nach kein Vorbildrolle überholen wir, so wie die Nations Unies das verstehen, und dafür sind wir der Auffassung, dass an dem Bereich der Staat gefordert ist, ganz klar eine Vorbildrolle durch die Applikation von sektoriellen Guiden von der OECD am Bereich Menschenrechte anzusetzen. Und da kommen wir zu den anderen, die gefordert sind, und da gehe ich gerne weiter noch. Ich will noch kurz darauf eingehen, dass den Ansatz, den wir an unserer Initiative pour un devoir de vigilance für die Menschenrechte immer gilt und immer wo ist. Wir machen das für eine Krise, wir machen das nur der Krise. Aber wir haben eine Lo effektiv, und das hat sowohl Jean-Louis wie Antonia deutlich erklärt. Wir sehen, dass die Covid-Krise auf der anderen Seite eine Opportunität gibt. Wir schwätzen viel von Neustart an, wir relancieren uns, wir gehen in eine Richtung, wir denken darüber nach, wie als Ökonomie organisiert ist weltweit. Und das für uns im Moment gewesen, wie so, wir machen eine Pressekonferenz für unser Sujet vielleicht noch ein bisschen mehr visibel zu machen und auch daran zu erinnern, dass das etwas ist, was nicht dir vergisst, gerade an diesen Zeiten an neue Forderungen aufzubringen. Gleichzeitig wird die Covid-Krise aber auch, und das haben wir auch schon gesehen, leider dazu gefordert, dass die Forderungen von unserer Initiative und Menschenrechte, der Respekt von den Menschenrechten am Anfang noch mehr prekarisiert gesehen, wie die Forderungen der Fall war. Die Krise da ist gewissen, wie fragil sich die sogenannten Lieferketten, die Chaîne de Valeuren an die Chaîne d'Approvisionnement an unserer Welt weiter Wirtschaft sind. Aber wie fragil den Equilibre, also was das dann auch für Risiken mit sich bringt, ob die Arbeitsrechte weltweit und ob die Menschenrechte. Aber wie wichtig es eben also daran zu erinnern, und das hat der Film gewesen, das hat Antonia auch gesagt, dass alles das, was bislang immer auf freiwilliger Basis gefordert ging, von den Betrieben durch so eine Krise komplett an den Hintergrund geraten ist, und dass es eben nicht durchgeht, freiwillige Engagementer zu freuen. Und dafür fordern wir eben ab, dass du verbindliche Engagementer geholt gehen. Du hast so natürlich, wenn wir heute zu Lützeburg über die Menschenrechte an den Betrieben schwätzen, da kann ich sich gar nicht vorstellen, dass das ein Thema dürfte sein. Aber also so, an den Honorarbetrieben auch heute zu Lützeburg in Europa eine Rolle zu spielen, das ist für uns absolut unverständlich, inakzeptabel, für was Betriebe sich dagegen wehren, sich formell dazu zu engagieren, dass all hier Zuliefererbetriebe, all hier Handelspartner sich Menschenrechte müssen halten, bannend Verpflichtungen angehen. Und wir mengen, das ist normal, das geht für sich aus, aber das ist leider nicht so. Das ist alles volontär, an der Nacht, an freiwilliger Basis und auch wann überhaupt.
Und du frieden sich wegen Jahrhundert leben wir überhaupt, wenn man als muss froh für was zu Lützeburg in der Diskussion muss gehen, dass eine Entreprise sich Menschenrechte hält oder nicht und dadurch erwartet für seinen Zulieferer Betriebe. Ich so da lo für den Deal Privatwirtschaft, Jean-Louis hat das für den Deal öffentliche Betriebe oder staatliche Betriebe gesagt, mit das Anfang immer dieselbe Prinzip. Ich hunne lo wann e Schüse op den Deel Privatwirtschaft da gin an COVID-Krise an de Hummer schon viel drüber geschwar, da verfolle Stadt war der moment passéiert, dann das richtig, dass als Ökonomie ganz sich getraf gehen, also dass man enger ökonomischer Krise lo stierchen durch den Virus an die Pandemie. An Luge da war so viel gemacht für Betriebe zu retten, für die Betriebe zu helfen. Und du imposiert sich, dass man einfach so ja, mir von Betriebe geholfen kriegen, dann müssen sie sich aber auch zu verschiedenen Engagementen bekennen. Und dafür Hummer da dann als ein paar Bayer auch durchgelöst. Los so Betriebe lang spielen du nicht die einzige Rolle dafür erwarten wir auch einen Appell und als Regierung an die Politik, dass sie sich auch verpflichten, vis-à-vis von den einzelnen Betrieben das anzufordern. Da tun wir nur an einem paar Bayern dem Punkt 2, der hat das alles, die Dokumente an, du gesiedelt einen Detail davon, aber das Prinzip ist den, kurz gefasst, mir so, wenn all die Betriebe, die staatliche Hilfe kriegen, für über die Runden zu kommen oder Krise für aus der Krise rauszukommen, die müssten abgefordert gehen, sich formal zu engagieren zu der Applikation von dem Prinzip Direktor von den Nations Unies. Und das für eine Selbstverständlichkeit und nicht doch einfach umsetzbar sind. Aber da geht es natürlich los. Was meint ihr dann, du hast ja dann einen ganz großen Unterschied zwischen einem kleinen Bäcker oder einer größeren Multinational, die kleinen Betriebe, die mittleren Betriebe, die großen Betriebe, die multinationalen Betriebe. Und dafür war eben das eben eine Diskussion, die mir gerne führen mit der Lützeburger Politik, auf die Regierung auffordern, die Karten auf den Tisch zu legen und auch einen Appell und Betriebe zu machen, sich dort zu engagieren. Wir haben als Gedanke gemacht, was könnten die Kriterien sind, wo ihr seht, welche Betriebe müssen sich auf welchem Niveau engagieren, wie fermen Engagement kann ich von welchem Betrieb, welcher Zucht von Betrieb verlangen. Und da ist es eben aufgefallen, dass an dem ganzen Dschungel von staatlichen Hilfen, den im Moment in Lützeburg herrscht, dass das nicht so ganz überblickbar ist und überschaubar ist. Und dafür geben wir da auch Politik eben das Wunsch, also, dass sie selber transparent wären an der Materie von den Hilfen und Entreprisen und selber mit das Summen eine Lust ausschaffen für potenzielle Kriterien, auf wen die Hilfe geben, die Engagementen verlangt gehen. Was sicher eine Rolle spielt, das Größte von der Entreprise, also das sind eine Reihe Kriterien, die man abgelöscht haben, sind sicherlich nicht da, mit Größte von der Entreprise, das aber die nicht kann verweigern, das hängt natürlich von der Größe von der Entreprise ab, also den national, lokal Entreprise, also den multinational, sind nicht Einzelentität ökonomisch und sozial, wie aus dem Betrieb abgestaltet, aber wie viel Salariat heute. Und du mal so nicht festgelegt, ob der an der Größe, mit der das eben die Diskussion, die wir gerne hatten. Den zweite Kriterium, den leider auf der Hand, das ist die Chiffre d'affaires. Wie groß ist die Chiffre d'affaires? Hier im Land international von der Firma oder von dem Betrieb, von dem man das verlangen. Den dritten Kriterium wäre den dann, zurück auf die Covid-Krise zu kommen, war das der Montant von Hilfen, wo der Betrieb gekriegt hat. Und ab welchem Montant von Hilfen erwarten wir einen formellen schriftlichen Engagement zu dem Prinzip Direktor. Natürlich muss ich noch definieren, was sind die Sektoren, aber wie sind Sektoren Risiken an diesem Kontext. Aber wie gesagt, das für uns nicht möglich, weil es nicht eine Transparenz gibt, die genau Lust von den Kriterien zu machen und zu sagen, ob wir nie, weil eben kein wirklichen Durchblick da hat. Und dafür geben wir uns auch wünschen, dass wir eine seriöse Analyse gemäht gehen. Da haben wir geschrieben, eine reelle Analyse von dem, was ein Terrain durchstellt, was das den Tissu ökonomik am Land wie gehen die Einzelhilfen umgesagt. Und dafür brauchen wir Statistiken, dafür brauchen wir die Realität von dem, was passiert ist. Und da können die eben eine seriöse Applikation von
von dem machen. Das muss natürlich auch kontrolliert gehen. Wir fordern noch ein Monitoring von den Hilfen, von den Diskussionen anderem Engagement zu den Menschenrechten. Für oft schließe ich just noch ganz kurz, vielleicht an den kleinen Betrieben oder an denen, wo ihr seht, du kannst vielleicht nicht auf demselben Niveau erwarten wie bei größeren Betrieben, aber auch wünschen, dass sowohl von Betriebsseite, von den Employer-Seite wie auch von der Regierungsseite wirklich auch in eine Richtung überrührt wird und dass auch etwas gemäht wird, dass mal über das Thema geschwärzt wird, dass sensibilisiert wird, dass Betriebe darauf sensibilisiert gehen, dass das ein froh ist und dass die keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Informationskampagne an Politik müsste auch an der Lützeburger Ökonomie gemäht gehen zu der Applikation von den Menschenrechten an die Betriebe. Voilà, das wäre für mein Teil, ich meine, das ist alles wichtig gewesen zu der Privatwirtschaft. Natürlich geht es noch weiter, dann gehe ich dem Jean-Louis für die letzten Punkte. Stichwort staatliche Hilfe, Office du Croire, den Zweck von dem Office du Croire ist es ja, die internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen am Interesse von Lützeburg zu promovieren. Hauptsächlich geschieht das durch die Kuvertur von Risiken, die die Unternehmen haben, wenn sie importieren, wenn sie exportieren, wenn sie investieren am Ausland. Und die hat das vielleicht auch mitgekriegt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, als ja auch vor kurzem ein Gesetz gestimmt gehen für den Plafond, für das Engagement vom Office du Croire, von der Kuvertur von den Risiken, ob das 50-fach von seinen eigenen Mitteln zu erhöhen, besonders dann für die Unternehmen zu helfen bei den Exporten. Das ist alles ganz gut, das ist alles ganz schön. Wir sind auch froh, dass es schon eine Reihe von Kriterien gibt, wenn Unternehmen, Projekte, die sie gerne kouvriert hätten, eben auch ob Menschenrechte und Umwelt analysiert gehen. Wir meinen aber, dass auch an diesem Kontext, wo wir wirklich einen Neustart wollen, und wirklich auch dann den Null an dem Sinn auch dann definitiv anklappen, dass die Unternehmen müssten als Kondition für von den Facilitäten vom Office du Croire zu profitieren, ein formelles Engagement holen für den Prinzipdirektor der Nations Unies eben als Menschenrechte zu respektieren. Also nicht nur eine Analyse von einem Projekt, der gerichtet wird, mit der Unternehmen sich dazu insgesamt engagiert, wann sie gern zu diesen Facilitäten vom Office du Croire Zugang hat. Ein anderer Punkt, an dem betrifft vor allem die Unternehmen, die am Bereich von der Kooperation unterwegs sind. Du hast Kooperation Luxembourgeoise, ein Instrument, den Unternehmen à Disposition gestellt, das heißt Business Partnership Facility. Sie haben das am Februar, als das dieses Jahr noch einmal präsentiert, gehen zusammen mit Lux Development an der Chambre de Commerce. Und auch da gibt es echt Aussatz, für das Sozial-, Umwelt- und Steuernormen respektiert gehen, ein Engagement für die Prinzipdirektor von Nations Unies geht als Avantage gesehen. Wir meinen, dass man auch do der Moment kommt, als für das nicht mehr just als Avantage zu sehen, aber als Voraussetzung, als Obligation, wir können von der Business Partnership Facility eben zu profitieren, für das es deutlich ist, dass eine Unternehmen, die mit öffentlichen Geldern dort bezuschusst wird, die am Süden ökonomische Projekte hat, dass die das Engagement als Unternehmen muss zwingend holen. Und dann aufschließend noch zu dem Programm, das abgelöst ging als Fit for Resilience. Wir meinen, es muss ja noch fit für die Menschenrechte gehen, was die Unternehmen anbelangt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Resilienz, Widerstandsfähigkeit von den Unternehmen ist nicht nur eine Frage von Digitalisation,
ass net nimmen eng froh vun Logistik, mit das och eng froh vun de Mënschen, die an de Lieferketten do schaffen an die Bedingungen an denen se dat muss mechen an dofir si mir de Opfassung, dat so e Programm, de jo auch zu 50% bezouschoss gëtt vom Staat, wann do Konsultants gemerket, dat de net nëmmen digital soll ausgericht sinn oder zirkulär Ökonomie, me dat et och do muss die froh vun de Mënscherechter dran raggeholl gin. Alles dat do sinn mesuren, die mal lo gesot hunn iwwer staatliche Entreprise bis zu den Facilitäten diese den Entreprisen bidden am Kader vierdroen der Krise vun COVID-19 besonnech am Kader vun COVID-19 a wann dat kein Plattitüd soll bleiwen, nämlich COVID-19 soll es verändern, da mengemer dat het wichtig ist, dat lo zu konkretisieren. Dafür hatten wir auch letzte Woche eine Entrevue mit dem Wirtschaftsminister, die gleichzeitig auch den Minister von der Kooperation ist, wo aber auch Beamten vom Außenminister mit dabei wären. Und das adressiert sich ja alles nicht nur an den Wirtschafts- und Kooperationsminister, da als auch den Außenminister, weil der gerade bei dieser Frage Lied hört, Menschenrechte und Business, da als auch der Finanzminister gefordert. Wir haben ihnen, das wir ausführlich probieren, was wir auch heute ausgedeelt haben, haben wir ihnen da überreicht. Und der Minister hat so gesagt, dass nicht analysieren lassen, dat dann noch eng weiter Entrevue enker soll stattfannen dazu fir d Konkretisation iwwer déi Martinen eben dann ze schwätzen. Voilà, dat ass bësselchen lo am Gesamtiwwerblick, dat wat mir ich haut wollten vun unserer Seite aus matdeelen, an wann der lo frohen huet, da stimme ich selbstverständlich gern zur Verfügung.